Hvala lepa, dragi Daniel. Najprej bi se tudi zahvalil skupini Octaccord, da so kratkoročno vstopili v to našo Konferenzo. Zunächst möchte ich mich auch bei der Gruppe Octaccord oder Sextaccord, wie auch immer, bedanken, dass Sie hier kurzfristig eingesprungen sind und den musikalischen Anbeginn gestartet haben. Es ist nämlich eine gute symbolische Öffnung, weil diese Konferenzreihe bei uns unter dem Titel Gemeinsam Skupno rennt und von den 6 Sängerinnen und Sängern, die zwar allesamt in Kärnten leben, sind 4 aus Kärnten, aber 2 aus Slowenien, und auch das quasi ein Zeichen der gemeinsamen musikalischen Errungenschaften oder was da alles Gutes herauskommen kann. Herzlich willkommen alle zusammen, prav lepo si skupaj dobrodošli. Ganz besonders begrüßen möchte ich folgende Ehrengäste. Unter uns und ich bitte um einen Applaus bitte am Schluss, unter uns Landtagspräsident Reinhard Rohr, für die Republik Slowenien Generalkonsul Dr. Anton Novak, für die Evangelische Kirche Superintendent Magister Manfred Sauer, Nationalratsabgeordneter und auch Präsident der Österreich-Slowenischen Gesellschaft, Magister Peter Weidinger. Dann begrüße ich die Frau Nationalratsabgeordnete Diplom-Ingenieur Olga Voglauer, auch unter uns Vizebürgermeister Magister Alois Dolina, der neue Rektor der Pädagogischen Hochschule Sven Fissler. Danke für die gute Kooperation auch immer wieder mit der Pädagogischen Hochschule, auch im Rahmen dieser Veranstaltung. Auch die Direktorin des Slowenischen Gymnasiums, Magister Sajka Kuchling, der Direktor der zweisprachigen Handelsakademie Hansi Bogelschek ist hier, Volksgruppenbüroleiter Peter Karpf habe ich gesehen, und auch Landtagsabgeordneten Herrn Franz Josef Smrtnik ist zu uns gestoßen. Prav lepo si skupaj dobrodošli, lepo da ste z nami pri tej otvoritvi, schön, dass ihr alle hier mit uns seid. Die große Mehrzahl heute sind aber Schülerinnen und Schüler 3 Schulen. Prav lepo dobrodošli vsa mladina tle na Mohorjevi. To so Zvezna gimnazija za Slovence, dvojezična Trgovska akademija und das Stiftsgymnasium St. Paul. Super, dass ihr euch in diese Volksgruppenthematik einlebt, dass ihr euch mit Projekten damit befasst und hier dann auch präsentiert. Odlično, da se bavite tudi s temi manjšinskimi vprašanji, da se potem na to pripravite in to potem tudi tu prezentirate. Mi smo zelo veseli, da imamo toliko angažirane mladine tudi za nami. Hvala lepa. Die Hermagoras ist ja im Gegensatz zur Jugend eine sehr alte Struktur. Sie wurde nämlich schon 1851 gegründet, und der Grundauftrag der Hermagoras ist es, Menschen zu bilden. Und der Hermagoras tat dies durch lange Zeit durch die Herausgabe von Büchern. Bis heute geben wir 30 bis 40 Bücher jährlich heraus. Wir haben aber daneben auch einen großen Bildungsbereich errichtet, der natürlich ebenfalls Menschen zweisprachig bildet. Wir haben einen zweisprachigen Kindergarten, eine zweisprachige Kindertagesstätte. Derzeit sind 100 Kinder dort betreut. Wir haben eine zweisprachige Volksschule, die sich um 70 Kinder kümmert, auch eine Nachmittagsbetreuung, Schülerheime, Studentenheime in Klagenfurt und in Wien, also ein weiter Bildungsbereich. Und natürlich war es die Überlegung, diesen Bildungsbereich zu ergänzen, und 2018 kam dann die politische Bildung dazu. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir neben unserer reichhaltigen kulturellen Tätigkeit in der Volksgruppe auch verstärkt über politische Sachen nachdenken, dass wir das gemeinsam tun mit der deutschsprachigen Mehrheitsbevölkerung und dass wir versuchen, diese Volksgruppenthemen, die oft sehr emotional gesehen worden sind und vielleicht auch für viele immer noch sehr emotional sind, dass wir nüchtern darüber diskutieren und mit solchen Konferenzen auch eine Grundlage schaffen, um bessere rechtliche Rahmenbedingungen letztlich zu erreichen oder um bessere Gesetze auf Landes-Bundesebene dadurch zu erleichtern. Also ich glaube, das ist so die inhaltliche Zielsetzung dieser Konferenz. Und natürlich ist es auch immer die Frage, wie nachhaltig sind solche Dinge. Und wir wollten halt eben nicht nur jetzt eine Konferenz hier Ende September an einem Tag hier in der Hermagoras machen, sondern auch das
mehr Menschen die Ergebnisse sehen. Deswegen publizieren wir immer Bücher dazu und die gesamte Konferenz wird auch aufgezeichnet und ist auch über YouTube quasi frei zugänglich. Also all das im Sinne eben der Nachhaltigkeit. Besonders wichtig ist natürlich die Kooperation mit jungen Menschen. Sie sind es, die dann diese Sachen weitertragen sollen. Deswegen eben ist diese Kooperation auch mit den Schulen für uns so bedeutsam. Tema letošnje konference je identiteta manjšine. In seveda je to neka čist centralna stvar za vsako manjšino. In mi jo poznamo in to je že Franc Witter rekel, to je bil slovenski zgodovinar, ki je imel koroške korenine, da imamo pri tem objektivne in pa subjektivne kriterije, kdo je pripadnik manjšine. In jasno je, da če nekdo pride sedaj iz Afrike, da ne bo potem najbolj verodostojno, da je v naslednjem momentu koroški Slovenc. Tu so že neki objektivni kriteriji, so pa tudi subjektivni kriteriji, kako se nekdo počuti. In tu se potem pravzaprav začnejo včasih tudi težave. Slovenska manjšina je vedno trdila zelo v tem stilu objektivnih kriterijev za pripadnost manjšine. In smo rekli, ti in ti govorijo slovensko narečje in so s tem pripadniki manjšine. Hkrati pa smo videli, da veliko teh ljudi sploh noče biti pripadniki manjšine in so bili asimilanti, vindišari, kakoli, dvojezični Korošci in tako naprej. In podobne pojave imamo tudi pri drugih manjšinah. Marta Štoka, ki je danes tle, mi je enkrat pravila glede ladinske manjšine na Južnem Tirolskem, da so tam nemški ladinci, italijanski ladinci in pa ladinski ladinci. Eni se bolj prištevajo nemškemu kulturnem prostoru, drugi bolj italijanskemu, tretji pa bolj želijo biti sami zase. Sprej tudi tam imajo podobne zadeve in mi kot manjšina ne smemo zanemarjati te subjektivne komponente in moramo tudi s tem delati in to tudi upoštevati pri naših razmišljanjih. Mi imamo konkretno nek pojav, naprimer na Zili, kjer razni ljudje rečejo, da je stari oče, mama, da so še govorili vindiš in da želijo to zopet obuditi. To se pravi, ti ljudje iščete jezikovne korenine. To se pravi, ta naša dikcija, da je vindiša vedno samo tisti, ki se avtomatično asimilira, to morda še deloma vedno drži, ampak ne povsod in v vsakem primeru. So to tudi pojavi, ko nekdo pač skuša te jezikovne korenine zopet odkriti in potem je to morda neka vstopna točka tudi v ta naš manjšinski svet. Mi teh vrat ne smemo avtomatično zapreti, ampak moramo biti relativno široki in take ljudi tudi čim bolj vključevati. Herzlicher Dank gilt natürlich allen Förderern dieser Konferenz. Das sind das Bundeskanzleramt, das Außenministerium, das Land Kärnten, Volksgruppenbüro und auch die Stadt Klagenfurt. Hvala lepa tudi vsem sodelavcem na Mohorevi, ki pripravljate in pripravljamo to konferenco. Tle bi še posebej izpostavil Martina Bandla, ki čisto zadaj stoji, ki je zdaj šestič imel glavno skrb za to konferenco. Dragi Martin, prav lepa hvala za tvojo angažiranost v vseh teh letih. In čeprav se boš kmalu upokojil, sem prepričan, da bomo tudi naslednjih 6 konferenc skupno organizirali. Tako da. Herzlichen Dank auch unserem Projektteam. Es ist immer wieder erfrischend und interessant, hier in unserer internationalen Zusammensetzung zusammenzuarbeiten und hier diese Konferenzen inhaltlich gemeinsam vorzubereiten. Ich wünsche der Konferenz einen guten Verlauf, viel spannende Diskussion und nützliche Ergebnisse. Želim te konferenci dober potek, veliko zanimivih predavanj in seveda tudi veliko trajnostnih rezultatov. Hvala lepa. Danke.